Merci, Herr Präsident. Ich wollte eigentlich nicht intervenieren. Ich kann aber nicht alles stohlosen, weil du zum Schluss gesagt hast, und der Mensch versteht auch den Herr Werner. Dafür so ich merci dem Rapporteur für seine Intervention, weil die Projekt gut durchgelöst auch merci der Chambre für die breite Zustimmung. Herr Werner, ich will aber daran erinnern. Ich will aber daran erinnern, dass mittlerweile 50% von der gesamten Entwicklungshilfe, dass die von den Ländern aus Europa kommt. Und dass Lützeburg trotz geopolitischer Situation, die auch geoökonomische Implikationen hat, ich meine, das steht für ihn, Niveau von Singen, die der Entwicklungshilfe zumisst, nicht aufgeht. Das heißt, in etwa 75 Millionen gibt es dort mehr Exerzice gestreckt, als die auf dem Staatsbudget zukommen. Da wo ich nicht recht gehen, dass das so, dass wir geben die Leute oder die Länder an eine Aufhängigkeit bringen. Wir helfen, dass die Leute an der COH die Ärmsten von den ärmsten Ländern von der Welt, die von dem AIDA-Projekt von der Weltbank profitieren, wir helfen denen, dass sie sich können entwickeln, für dass sie eben nicht an einer Aufhängigkeit sind. Hier gehen 250 Millionen aus Afrika kriegen hier Access zu Strom. Access zu Strom. Ich meine, das alles wird nicht eine Aufhängigkeit ist. Wir haben 1,5 Milliarden Menschen, die bis 2030 Zugang zu Gesundheit, Ernährungs- und Bevölkerungsservices kriegen. Wir haben 500 Millionen Menschen, davon 50% Frauen, die bis 2030 mit diesem Programm Zugang zu Sozialschutzprogrammen kriegen. 300 Millionen Frauen kriegen Zugang bis 2030 zu Breitband, Finanzservices, Bildung und auch Arbeitsmöglichkeiten an 80 Millionen Frauen und Frauenbetriebe, die kriegen bis 2030 Zugang zu Kapital. Ich meine, dafür kann ich das nicht schwarz oder weiß beantworten. Hier ist eine Unterstützung, die über die spezialisierten Programme kommt, für die Leute die Möglichkeiten geben, für gerade eben mit ihrem Land zusammen die Unabhängigkeit auf dem internationalen Parkett zu kriegen, die ihnen das erwünscht. Und dafür fand ich, dass das ein gutes Programm ist, und dass die Suchen hier gut angelöst sind. Übrigens profitieren all die Zielländer von unserer Entwicklungshilfe, profitieren hier davon, plus nach der Laos, auf in allem Mongolei. Mongolei, wo wir eine enge Beziehung über die Jahre haben, an die wir auch weiter ausbauen, notamment am Niveau von der Finanzindustrie. Weil ich wusste das auch nicht, sind Deputierten, die auf 50 Jahre Beziehung zwischen Lützeburg und der Mongolei waren. Da, ja, Madame Schoß, Madame Schoß, an die Herr Clement Verto. Ja, auf der. Kommen zum Sujet zurück. Ich bin im Sujet, Herr Präsident. Wir wären du, an die werde ich komme da zum Sujet. Deputiert Finanzminister von der Mongolei, Herr Präsident, die hat ein Unisdiplom zu Lützeburg gemacht. Wir haben das als Ulas geholt, für das wir die ganze Finanzindustrie an der Mongolei, dass wir die unterstützen, weil das sind außergewöhnlich hoch ausgebildete Fachkräfte, die da sind, und wo da viel gucken, zu Lützeburg den Anfang von ihrer Karriere zu machen und dann die Expertise, die sie zu Lützeburg schon, für die auch an der Mongolei umzubringen, für dass die Finanzindustrie sich auch da entwickelt. Das Umgang ob der früheren Premierminister Jean-Claude Juncker, der das Umgang an dem Health, der Tisch an der Santébereich, an der überdreht sich auch an der Finanzindustrie anschwingen. Herr Präsident, das war ein konkreter Beitrag, der nicht hoch Sujet war. Und dafür so nicht der gesamte Chambre, merci für die breite Zustimmung.